Слева как рвануло, меня откинуло на землю. Только для чего вот эта война, все люди не понимаем, никто не понимает. Деякі уламки були фатальними для поранених людей. Wenn jeder würde sagen, oh, das ist gefährlich oder das könnte ja andere machen, würde es niemand machen. Im ersten Video dieser Reportage habe ich die zwei Schweizer Marcel und David in ein Spital in Lviv begleitet. Dort haben wir gesehen, wie neugeborene Babys seit Monaten im Keller versorgt werden müssen. Der nächste Teil der Tour bringt uns in die Ostukraine. Wir haben in Irpin übernachtet und sind jetzt auf dem Weg, oder sind jetzt gerade losgefahren Richtung Kharkiv. Bei dir, Marcel, Gefühlslage? Ich bin ein bisschen müde, aber sonst ganz gut. In Kharkiv beliefern Marcel und David zwei Spitäler. Wichtige Medikamente gehen an eine Geburtsklinik und Operationsbesteck an eine chirurgische Abteilung. Die Stadt liegt im Nordosten der Ukraine, nur etwa 40 Kilometer von der russischen Grenze entfernt. Wir sind darum noch vorsichtiger als sonst und füllen unseren Dieseltank nochmal auf, bevor wir in die Nähe kommen. So weit bin ich noch nie gewesen. Wie fühlst du dich? Ja, bis jetzt eigentlich noch ganz gut. Gewisse Anspannung da trotzdem? Ja, ganz ein bisschen ist schon. Ja, es ist schon etwas. Machst du auch nicht jeden Tag. Vor dem Krieg haben fast 1,5 Millionen Menschen in Kharkiv gewohnt. Im Juni war es noch knapp die Hälfte. Gerade am Anfang der Invasion hat es heftige Kämpfe und schwere Bombenangriffe gegeben. Überall in der Stadt sieht man noch Spuren davon. Bis Anfang September ist die Front nur knapp 50 Kilometer von Kharkiv entfernt verlaufen. Nach der grossen Geländegewinn der ukrainischen Gegenoffensive sind sie jetzt fast 150. Das Operationsbesteck bringen wir in ein grösseres Spital der Region. Hallo. Hospital. Aus Angst vor russischen Angriffen dürfen wir weder den genauen Standort preisgeben noch Aufnahmen von außen machen. Der Chefchirurg Kirilo Parkomenko erzählt uns von der ersten Woche des Krieges. Що в перший день початку війни, яку розпочала Російська Федерація проти України і людства, наш хірургічний колектив знаходився з першого дня майже весь з першого дня знаходились десь на території лікарні хірургічного відділення, надавали допомогу хворим і пораненим. Ми тут мешкали цілодобово, майже 3 місяці. Кожен день під обстрілами і під літаками, які літали над головою, ми ночували і в коридорі, їли, пили, спали тут. Ну, така була. Поїхали, да, по уламкам. Да? Що це металеві уламки, які були дістані хворих, поранених, мирних мешканців Харкова та Харківської області. Ці уламки, деякі уламки були фатальними для поранених людей. Іноді достатньо було отакого маленького уламочка для того, щоб людина лишилась життя. Але ми маємо зараз багато поранених людей з деокупованих територій. Також маємо багато пацієнтів з занедбаними хірургічними захворюваннями, які не могли отримати адекватної допомоги під час окупації російської армії. І також багато людей, які підриваються на так званих розтяжках, які лишають після себе російські окупанти. Einer davon ist der 24-jährige Ivan, der erst kürzlich operiert worden ist. Ну да, шел по тропинке, шел, там видно какая-то леска была такая натянутая, и за деревом, граната. Я задел, не увидел, короче, и слева как рвануло, меня откинуло на землю. Сразу в ушах зашипело. Все. Ты был один? Ну, друг был еще, я что друга встал, побежал. Друг меня домой притащил.
Настолько много людей, що набагато пацієнтів і поранених, що людям не вистачає місць у палатах, і ми маємо людей класти в коридорах. Auch die Olga ist Patientin im Spital. Sie erzählt, ihr Haus sei nach dem Abzug der Russen mit Granaten beschossen wurde. Я вышла в своем собственном доме, вышла утром, 7:30 утра, кормить собачку. Только открыла двери, ступила на ступеньку и прилетела. Собаку сразу насмерть, мне оторвала ногу. Только для чего вот эта война? Все люди остались без домов. Куда возвращаться? Все начинать в 60 лет по-новому. За что? За что? За что такое? Пришли освободители. От кого нас освобождать? Как мы жили? Пенсии вовремя, зарплаты вовремя, дети работали, все было прекрасно. Все разрушено, нет ничего. Не понимаем, никто не понимает. Так, і звичайно, що завдяки допомозі наших колег, в тому числі колег і донатів з Швейцарії, ми можемо виконувати достатньо складні оперативні втручання, які врятовують життя багатьох людей. Damit wir noch vor der Ausgangssperre wieder in Kiew sind, brechen wir am späteren Nachmittag wieder auf. Die Eindrücke vom Tag lassen uns auf der Rückfahrt nicht los. Was wird dir am meisten in Erinnerung geblieben von diesem Tag? Eine Millionenstadt ohne Leute auf der Straße. Oder praktisch ohne Leute auf der Straße. Das ist Am Samstagnachmittag. schon sehr komisch. Nach einer letzten Übernachtung in Lviv fahren wir nach dem Morgen los in Richtung Polen. Auf der rund einstündigen Fahrt passieren wir die letzten Checkpoints und die lange Lastwagenkolonne vor der Grenze. Nach einer kurzen Wartezeit am Zoll können wir die Ukraine ohne grössere Probleme wieder verlassen. Auf unserer nächsten Kaffeepause frage ich den Marcel, ob er ins Kriegsgebiet zurückkehren wird. Ich denke es schon, ja. Weil die Leute sehr dankbar sind und weil die Leute die Hilfe brauchen können. Es ist nicht die Menge, die es jetzt ausmacht, aber es ist die Geschwindigkeit. Wir können halt schnell reagieren auf Sachen, die dringend gebraucht werden. Es gibt sicher Leute, die das Gefühl haben, es sei unnötig und so. Die sehen eigentlich nicht, was wir mit dem bewirken. Wenn jeder würde sagen, oh, das ist gefährlich oder das könnten ja andere machen oder so, dann würde es niemand machen. Mit relativ kleinem Aufwand ist es möglich, gut helfen zu können. Was freust du dich am meisten in der Schweiz? Auf die Dusche, den Rasierer, auf das Bett und auf die Familie. Also, gehen wir. Yes.